Da bleiben Fragen an den Politikwissenschaftler zum Beispiel, den Sie gerade zuletzt gesehen haben. Klaus Leggevi nennt sich selbst ein 68er. Er hat vor 26 Jahren den Begriff Multikulti in die deutsche Debatte eingeführt, ein Buch darüber geschrieben. Und in dem Buch war Multikulti nicht so eine luftige Vision oder ein versponnener Traum, sondern für ihn eine Realität, mit der die Gesellschaft halt fertig werden muss. Guten Abend, Herr Leggevi. Guten Abend, Herr Kleber. Woher kommt jetzt plötzlich diese unglaubliche Verrohung der Debatte? Die Bindekraft der Parteien hat schwer gelitten. Der Staat kann nicht mehr liefern. Wir haben das Gefühl, dass die Steuerung der Globalisierung nicht mehr funktioniert. Es gibt eigentlich im Moment zwei wichtige Absetzbewegungen. Erstens des Bürgertums. Wir haben eine regelrechte Panik im Mittelstand, auch von sehr begüterten Personen, die denken, es geht irgendwie bergab, sie haben keine Orientierung mehr. Und wir haben auch in der Arbeiterschaft eine starke Absetzbewegung. Das können Sie sehr deutlich in Amerika erkennen, in Frankreich, aber auch bei uns. Und die Brisanz der Frage, das Toxische, wenn man so will, das Giftige, kommt eigentlich durch die Fokussierung auf die Religion. Wenn Sie sich erinnern, in den 60ern sprach man von ausländischen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern, dann sprach man von Türken, Kurden und man hat sozusagen ethnischen Begriff gehabt. Heute fokussiert alles auf den Islam und der hat nun so viele Angriffspunkte, bietet so viele Aufreger, ja, dass dann tatsächlich dieses toxische Gemisch durch die Rechte angerichtet werden kann. Man hat ja, als es um die Frage ging, ob die Grenzen geöffnet werden können, haben viele Politiker gesagt, das wäre ja vielleicht eine tolle Idee. Aber am Ende stürzt unser politisches System, weil es überfordert ist. War es aus dieser Sicht ein Fehler, zum Beispiel auf den Zustrom der Flüchtlinge so zu reagieren, wie die Kanzlerin vor einem Jahr reagiert hat? Nein, überhaupt nicht. Die Kanzlerin hat genau das Richtige gemacht. Sie hat Menschlichkeit gezeigt und sie hat gezeigt, was wir aus der deutschen Geschichte lernen können. Dass wir sowas nämlich schaffen. Wir haben 12 Millionen Heimatvertriebene integriert. Wir haben eine große Zahl von Gastarbeitern und ihre Familien in Deutschland aufgenommen. Die leben hier. Wir haben Asylbewerber in den 80ern und 90ern aufgenommen. Nein, der Fehler liegt auf der anderen Seite. Es gibt eine rassistische Rechte, die jetzt mobilisiert und die aus dieser Islamfrage versucht, Kapital zu schlagen. Es gibt politische Unternehmer, ob das Donald Trump, Marine Le Pen oder Frau Petri ist. Es ist hier eine Bindung, die früher die Volksparteien hatten, die ist verloren gegangen und die Menschen haben den Respekt vor der etablierten Politik verloren. Und statt sich auf die Übel, die vielleicht die Globalisierung angerichtet hat, zu fokussieren und zu sagen, was können wir daran ändern, woran liegt, dass wir soziale Ungerechtigkeit haben, fokussiert man jetzt auf die Fremden. Das ist das klassische Sündenbock-Syndrom. Wenn uns die Leute, die jetzt in Richtung AfD und Pegida, also weit über AfD hinaus, denken, wenn die uns hier sehen, dann werden die sagen, da interviewt jetzt so ein Typ von den Mainstream-Media, einen Altlinken, und die versuchen uns diese völlig verfehlte Vision von einem bunten, vielfältigen, funktionierenden, multiethnischen Deutschland zu verkaufen. Wie kann man solche Leute erreichen, wenn man sie nicht mit Gesprächen wie zwischen uns erreicht? Naja, Professoren, Publizisten, Politiker sind im Moment, wenn man es deutlich sagt, im Faschist. Und da hat man wenig Einfluss. Was macht man, wenn man Ressentiments, wenn man Hass, wenn man solche Wut spürt? Da ist nicht viel zu machen. Wir haben aber nur die Waffe der Aufklärung. Wir können nur sagen, wie es wirklich ist. Und eines gehört dazu, was wirklich ist. Wir sind 80% die Mehrheit. Dies ist nicht die Dresdner oder Bautzener Republik, dies ist die Berliner Republik. Und wir müssen aufhören, aus dieser Fixierung auf das Flüchtlings- und AfD-Thema müssen wir herauskommen und unsere Themen, die wir haben, eine Zukunft für Deutschland. Also das ist jetzt schon komisch, dass ein Altlinker mir jetzt erzählt, dass 20% eine vernachlässigbare Größe sind. Also in der Philosophie der Altlinken sind es ja immer die Eliten, die 20%, die notfalls eine Gesellschaft drehen müssen, wenn die mal auf Abwege geraten ist. Ja, und es gibt viele Leute, die das so sehen. Ja, kommt aber immer sehr darauf an, was diese radikalen Minderheiten so verkünden. Ich denke, dass sogar der Ansatz der berüchtigten 68er ein sehr konstruktiver war. Was wir heute haben, ist reine Destruktion. Da kommt nichts nach. Da ist kein Gestaltungswille, kein Zugang, um das zu zeigen. Intellektuelle Auseinandersetzung. Die Regierung macht ihre Hausaufgaben. Die Bürgergesellschaft steht nicht abseits. Und wir erzählen die Geschichte eines zukunftsfesten Deutschland für die künftigen Generationen. Und Sie meinen, dass das gelingen wird? Denn im Moment gelingt es ja nicht. Ich denke schon, dass wir selbstbewusst sein können, dass wir etwas zu bieten haben, dass wir die Zukunft nicht von denen besprechen lassen, die dauernd nur den Niedergang sehen und die den Mut verlieren. Der Rat eines erfahrenen Politikwissenschaftlers. Danke, Herr Leggevi. Ich danke auch.